SRF Kids Hörspiel. SRF Kids Hörspiel. Dein Podcast. Nein! Hätte Mika nur noch rufen. Da war der grosse Hund schon im Innenhof verschwunden. Mit dem Kohlrabi im Maul. Der Kohlrabi, das ist am Mika seine Plüschratte, sein allerbester Freund. Also, die Mara und Katja und der Schorsch sind natürlich auch gute Freunde. Sie sind mit dem Mika zusammen vor dem Innenhof gestanden und haben einen Moment lang nicht recht gewusst, was machen. «Hey, kommt!» hat Mara plötzlich gerufen und ist losgerannt. «Wir müssen den Hund finden und den Kohlrabi befreien!» Der Mika ist ihr nach. Der Schorsch ist noch stehen geblieben. Er hat nämlich sein Entdeckerkäppli und seine Taschenlampe nicht dabei gehabt. Sein Entdeckerkäppli hat ihm seine Großmutter, seine Abuela, geschenkt. Ein Säck von seinem Uronkel, einem berühmten Seefahrer und Entdecker, Luis Valles de Torres, hat sie erzählt. Der Schorsch war darum Spanier und hat eigentlich Jorge geheissen. Aber in der ersten Schulstunde hat der Herr Meier seinen Namen falsch ausgesprochen. Seither heisst er nur noch Schorsch. «Hey, grosser Held, auf was wartest du noch?» Katja hat ihn am Ärmel gezogen. «Komm endlich, sonst haut der Hund noch ab mit dem Kohlrabi!» «Ja, ich komme ja!» hat der Schorsch gemurmelt und ist losgezottelt. Der Innenhof hat ausgesehen, wie wenn sich schon seit mindestens 100 Jahren niemand mehr dort hinein verirrt hätte. In einer Ecke ist ein alter Sandkasten gestanden, aber man hat ihn fast nicht mehr gesehen, so hoch ist das Gras drumherum gewachsen. Irgendwo ist ein völlig verrostetes Velo mit nur einem Rad herumgelegen. Nebendran eine alte Holzkiste mit einem Abfallsack drin, wo ein bisschen ausgesehen hat wie eine riesige Kellerrassel ohne Bein. Der Mika ist schnell etwas näher zu der Mara angestanden. «Du, vielleicht ist der Hund dort runtergegangen», hat er gesagt und auf eine dunkle Stege gezeigt. «Stimmt! Komm, wir gehen schauen», hat Mara vorgeschlagen und ist sofort losgerannt. «Also, ich glaube, da brauchen wir schon eine Taschenlampe», hat der Schorsch gemeint und unsicher zu den Stegen geschaut. «Und ich habe meine heute leider nicht dabei. So ein Mist.» «Du und deine Laschentampe», hat Mara gelacht. Sie hat darum immer gern die Wörter verdreht. Und schon ist sie bei den Stegen gestanden und wollte hinabsteigen. Aber in dem Moment hat der Mika vor Freude laut aufgeschrauen. «Ich habe ihn! Ich habe den Kohlrabi!» Er ist beim verrosteten Velo gestanden und hat seinen Freund in die Luft gestreckt. Der Kohlrabi war etwas verstrubbelt, aber das ist ja normal nach einer Entführung. Säuferli hat Mika seiner Stoffratte ein paar verbogene Schnauzhaare zurechtgezupft. «Hoi, Kohlrabi!» hat ihn Mara begrüßt. Und Katja hat dem fein in die Schnauze gezwickt. «Hey, wollen wir nicht gleich noch nachschauen, was in dem Keller ist?» Die Stege war ganz dreckig. Auf den Stufen hatte es Flecken wie von irgendeiner dunklen Flüssigkeit. Am Ende der Stufe war es so finster, dass man gar nicht gesehen hat, ob dort eine Tür ist oder ob die Stege noch weiter in die Tiefe runtergeht. «Also, ich würde ja gerne nachschauen, aber ich muss, heim, leider», hat Mika gestackelt und dabei auf seine Schuhe gestarrt. «Genau, ich auch», hat der Schorsch schnell gesagt. «Du, wir können ja morgen wieder kommen. Dann bringe ich meine Taschenlampe mit.» «Okay», hat Mara geseufzt. «Aber wir kommen morgen gerade nach der Schule wieder hier an. Einverstanden? Und erzählen es niemandem. Das muss unser Geheimnis bleiben.» «Vielleicht sollten wir unserem geheimen Ort noch einen geheimen Namen geben», hat der Schorsch vorgeschlagen. Dann wäre er noch geheimer. «Oh ja», hat Mara gesagt. «Irgendetwas mit Magie oder Zauber oder so.»
Zauberhof? Hat Katja vorgeschlagen. Haubertshof, hat Mara giggelt. Wieso nicht? Oh nein, hat der Schorsch gestänkert. Zauberhof? Das tönt nach einem rosaroten Babybilderbüchli. Wie wär's mit dem Höhle der Finsternis? Vielleicht ein bisschen zu lang, hat Katja gemeint. Und vielleicht ein bisschen zu doof, hat Mara geföppelt. Der Schorsch hat beleidigt am Boden geschaut. Hey, wieso nicht etwas mit Kohlrabi? Hat der Mika vorgeschlagen. Schliesslich hat er den Ort ja entdeckt. Nichts gegen Kohlrabi, hat der Schorsch gesagt. Aber der hat sich einfach kampflos entführen. Also mein Uronkel, der hat schon gut Schorsch, hat der Mika unterbrochen. Dein Uronkel hilft uns jetzt auch nicht weiter. Ich weiss etwas, hat Katja plötzlich gesagt. Kathmandu. Von dem hat mein Vater letzte beim Znacht geredet. Keine Ahnung, was es heisst, aber es tönt einmal noch cool, oder? Kathmandu. Der Katja, ihren Vater, war Lehrer und hat beim Znacht immer ewig lange Vorträge gehalten, ob man zugelassen hat oder nicht. Katja hat das amigs ziemlich genervt. Aber jetzt ist sie froh, dass sie sich einmal etwas gemerkt hat. Oh ja, Kathmandu ist super! Die Mara und auch der Mika sind begeistert. Das fängt ja mit Kat an, wie dein Name, hat der Schorsch gesagt und der Katja zublinzelt. Katja war richtig stolz. Also, Mom nach der Schule in Kathmandu, hat Katja gesagt und ist losgesprungen. Tschüss zusammen! Hasta luego! Hat der Schorsch den anderen zugerufen und sich auf den Heimweg gemacht. Auf Liederwogen! Hat Mara nachgerufen. Sie und der Mika sind Nachbarn und konnten darum zusammen heimlaufen. Du, Kathmandu, ist schon ein bisschen gruselig, findest du nicht auch? Hat der Mika gefragt. Vor allem die dunklen Stege. Ja, und die gehen wir morgen ab. Dann wissen wir mehr, hat Mara gemeint. Oh, ich bin jetzt schon gespannt, was euch dort unten führen kommt. Eigentlich hat Mara an dem Abend ihrer Mutter noch von Kathmandu erzählen. Aber die Mami war gerade am Chatten und das konnte länger dauern. Darum hat Mara nur kurz zugewunken und ist in ihr Zimmer verschwunden. Auch der Schorsch hätte gerne jemandem von Kathmandu erzählt. Aber wenn seine Eltern Wind bekommen hätten von dieser mysteriösen Stege, hätten sie ihm sicher verboten, dort hinzugehen. Und das hätte er nicht riskieren. Darum hat er es lieber am Luis Vaez de Torres erzählt, seinem berühmten Uronkel. Der hat von seinem Bild an der Wand zwar ein bisschen hochnäsig, aber gleich freundlich auf den Schorsch herabgeschaut. Du hättest sicher keine Angst vor dieser Stege, gell, Onkel Luis? Hat der Schorsch gesagt. Du würdest einfach mit einem zünftigen Gink die Kellertüre aufbrechen und heben «Que se rendan, Golones!» «Jorge? Mit wem redest du da?» hat seine Mutter von draussen gerufen. «Aha, ich übe nur für ein Gedicht für die Spanischstunde am Mittwoch. Todo bien!» «Hä? Hat sein Onkel Luis ihm jetzt nicht gerade zublinzelt? Oder hat das nur so ausgesehen?» Katja hat ihren Vater eigentlich fragen, was Kathmandu genau bedeutet. Aber da ist ihr in den Sinn gekommen, dass er wahrscheinlich wieder einen von seinen endlosen Vorträgen halten würde. Darum hat sie es dann gescheiter einfach sein lassen. Der Mika und der Kohlrabi hätten sich viel zu erzählen gehabt. Ja, von der Entführung, vom Hund und von der Angst, die der Mika um seinen besten Freund hatte. Aber kaum war das Licht abgelöscht, sind beiden zusammen schon die Augen zugefallen. So müde waren sie. Am nächsten Tag sind Mara, Katja, der Schorsch und der Mika zusammen in der Schule gehockt. Immer wieder haben sie zu der grossen Uhr über der Wandtafel geschaut.
Bewegt sich der Grosszeiger überhaupt? Es hat eher so ausgesehen, als würde er immer wieder an den gleichen Ort zurückspringen. Oh nein, dann müssten sie für immer und ewig beim Herrn Meier sitzen bleiben. Horror! Heute haben die 4 Freunde wirklich gar keine Lust auf die eigentümlichen Wetterlagen im Himalaya-Gebirge. Da hat Mara plötzlich eine Idee gehabt. Ihren Zauberstab. Oder besser gesagt, ihren Stauberzab. Den hat sie immer dabei. Vor allem zum gefährliche Monster oder böse Geister wegzuzaubern. Aber vielleicht kann der Stauberzab auch machen, dass die Schulstunde schneller vorbeigeht. Vorsichtig hat Mara aus ihrer Schultasche genommen. Der Herr Meier hat gerade nicht geschaut, weil er auf der Weltkarte irgendeinen wichtigen roten Fleck zeigen musste. Faulmurf und Meterflaus, lass deine Zauberkräfte raus, hat Mara gemurmelt und mit ihrem Zauberstab kleine Kreisel in die Luft gemalt. Tüt, 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 hat ein Nadel so laut geschellt, dass dem Herr Meier vor Schreck gerade der Bleistift aus der Hand geflogen ist. Wem gehört dieses Telefon? Die Stimme vom Herrn Meier hat sich überschlagen vor Wut. Wer hat immer noch nicht begriffen, dass Handys im Unterricht verboten sind? Verboten! Entschuldigung, ich glaube, das kommt aus Ihrer Tasche, Herr Meier, hat Katja ganz freundlich gesagt. Aber nehmen Sie ruhig ab, das stört uns nicht. Die ganze Klasse hat giggelt. Der Herr Meier ist zu seiner Tasche gestolpert und hat sein Nadel, wo immer noch am Schellen war, verlegen abgeschaltet. Sein Gesicht war jetzt etwa so rot wie der Fleck auf der Weltkarte. Er war erleichtert, als es kurz darauf gelitten hat und die Schulstunde endlich vorbei war. «Hey, habt ihr gesehen, was mein Stauberzab kann?» hat Mara stolz in die Runde gefragt. «Das war doch nur Zufall», hat Schorsch behauptet. Am Herrn Meier sein Telefon hat piepset, weil ihm jemand anrufen wollte. Ein Freund oder so. «Ha, was echt? Der Herr Meier und Freunde?» hat Katja zurückgegeben. Da muss schon der Mara ihrem Zauberstab nachhelfen, dass dem jemand anruft. «Gehen wir endlich?» Die Mara war schon ganz ungeduldig. «Kathmandu wartet auf uns!» «Volle Segel voraus!» hat der Schorsch gehebt und sein Entdeckerkäppchen tiefer ins Gesicht gezogen. Der Mika hat den Kohlrabi ganz fest an sich herangedrückt. Ja, der hat halt schon noch ein bisschen Angst vor Kathmandu. Ja, wegen der Entführung ist ja klar. Als sie zusammen vor dem Eingang von Kathmandu gestanden sind, hat Katja ihren Ritthelm aus dem Schulartikel gezogen und ihn über den Kopf gestülpt. «Hey, was schaut ihr so blöd? Kluge Köpfe schützen sich, denk!» «Haha, hast du von deinem Vater?» hat Mika gewitzelt. Aber als er den Blick von der Katja gesehen hat, ist er gerade wieder ruhig geworden und hat verlegen am Boden geschaut. In Kathmandu hat es noch genau gleich ausgesehen wie am Tag davor. Das Gras ist immer noch so hoch gestanden, wie der Mika gross war, und am rostigen Velo hat immer noch ein Rad gefehlt und auch die Kellerrassel ohne Bein ist noch gleich schwer und faul in ihrer Kiste gelegen. Nur die dunkle Stege, die hat noch ein bisschen gefürchiger ausgesehen als das letzte Mal. Mutig ist Mara zu den Stegen marschiert und hat die anderen, die verlegen herumgestanden sind, zu sich gewunken. «Hey, kommt! Gehen wir runter!» «Ha! Oder habt ihr etwa Angst?» «Sicher nicht!» hat der Schorsch blöfft. Er hat seine Taschenlampen aus dem Rucksack gerübelt, sein Entdeckerkäppchen noch etwas tiefer ins Gesicht gezogen und gerufen: «Volle Segel! Ja, voraus, wir wissen's!» «Komm jetzt endlich!» hat Katja gedrängelt. Ganz langsam und ganz vorsichtig sind sie Tritt für Tritt die Stege durchabgestiegen. Die Mara hat ihren Zauberstab fest in der Hand gehabt. Der Kohlrabi hat aus der Jackentasche vom Mika gegüchselt und der Schorsch
hat seine Taschenlampe wie ein Laserschwert vor sich gehabt. Als sie endlich zunderst angekommen sind sie vor einer alten Tür gestanden. Wahrscheinlich war sie mal rot, aber die Farbe ist überall abgeblättert. Über der Tür sind ein paar vergilbte Buchstaben und Zahlen gestanden. Die Mara hat den Türgriff abgedruckt. Beschlossen. Katja hat geseufzt. Sie hat Anlauf genommen, ist mit den Schultern voran gegen die Tür gerannt und wäre um ein Haar auf die Nase geflogen. Die Tür war nämlich gar nicht beschlossen. Sie hat nur geklemmt. Jetzt ist Katja in dem dunklen, gefürchigen Keller gestanden. Ganz säuferlich sind auch die anderen reinzuschleichen gekommen. Der Schorsch hat mit seiner Taschenlampe durch den Raum gezündet. Zuerst auf die Wand vis-à-vis, auf eine alte Kommode. Wenn wir echt schauen, was in dieser Kommode rein ist, hat Mika gefragt und der Kohlrabi dabei ganz fest an sich herangedrückt. «Psst, später!» hat der Schorsch geflüstert und in eine andere Ecke gezündet. Dort sind ein paar alte Bilder gehangen. Das heisst, von den Bildern selber hat man gar nichts mehr gesehen, so dick ist der Staub drauf oben gelegen. Nebendran ist eine Kiste voller Bücher gestanden. Katja ist näher dran her und hat den Schorsch mit der Taschenlampe zu sich gewunken. Auf dem obersten Buch hat sie etwas entdeckt. Es hat ausgesehen wie ein Armband. Auch das war völlig verstaubt. Katja hat es an Mika gegeben. «Da, schau, für den Kohlrabi. Das wäre doch eine super Halskette.» Der Mika hat den Staub vom Armband weggeblasen und seiner Stoffratte über den Kopf gezogen. «Und, Kohlrabi, gefällt dir dein neues Halsband?» Katja hat in der Zwischenzeit das oberste Buch von der Kiste genommen. «I vivi e i morti.» Hä? Was heisst das? Vielleicht ist es ja Spanisch. Schorsch, verstehst du das? Nein, eben auch nicht genau, hat der Schorsch gesagt. Ja, wahrscheinlich ist es Italienisch. Aber es könnte auch so etwas heißen wie die Lebenden und die Toten. Für einen Moment war es mucksmüsli still. Wenn wir nicht lieber gehen? Hat Mika nach einer Weile gefragt. Der Kohlrabi hat eben, glaube ich, kalt. Nein, noch nicht, hat Mara gesagt. Ich will zuerst wissen, was in dieser alten Kommode dort versteckt ist. Hey, Schorsch, ich brauche mehr Licht. Der Schorsch hat mit der Taschenlampe auf die Kommode gezündet. Wow, hat Katja gestaunt. Schau dir mal die Griffe an. Die sind sicher aus Elfenzahn. Elfenbein, hat Mika korrigiert. Ha, 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 so lustig, Elfenbein, hat Mara giftelt, als ob die Elefanten auf ihren Zähnen laufen würden. Wumm! Mit einem lauten Klapp hat die Tür zugeschlitzt. Der Schorsch ist so verklopft, dass ihm gerade die Taschenlampe aus der Hand geflogen ist. Jetzt war es stockdunkel. Irgendjemand hat laut geschrauen. Katja hat nach der Lampe getastet und hat sie schnell wieder angeknipset. Die Mara ist schon bei der Tür gestanden und hat dran gezogen. Nach 1, 2, 3 Mal dran ziehen, hat sie die Tür wieder aufgebracht. Oh, Durchzug, ihr Schossenhisser, hat sie ganz cool erklärt und ist wieder zurück zu der Kommode. Und jetzt ziehen wir mal an diesen Elfenzähnen und schauen, was in dieser Schublade steckt. Der Schorsch und die Mara haben je an einem Griff gezogen und Katja hat mit der Taschenlampe gezündet. Sie haben gezogen und gerüttelt und die alte Kommode hat gewackelt und gipschet, wie wenn sie schlafen und nicht geweckt werden. Und dann plötzlich, mit einem Ruck, ist sie aufgegangen. Zuerst haben sie gemeint, die Schublade sei leer. Aber dann haben sie ein grosses Kuvert entdeckt. Das Papier hat gelbe Flecken und Eselsohren. Das Kuvert war zugeklebt und darauf ist etwas gestanden. Der Mika ist etwas näher an und hat laut vorgelesen.
Flavius R. Bangemann in Gorgona. Bitte persönlich überreichen. Die 5 Freunde haben das geheimnisvolle Kuvert mit grossen Augen angestarrt. Aber niemand hat sich getraut, es aufzutun. Also, wir müssen den Bangemann finden und ihm den Brief geben, hat Mara nach einer Zeit gesagt. Niemand hat ihr eine Antwort gegeben. Nur der Kohlrabi hat geseufzt. Oder war es echt doch der Mika? Daheim hat der Mika seinen Eltern eigentlich gern von dem spektakulären Fund in Kathmandu erzählt. Aber sein Vater war halt gerade auf Geschäftsreise und seine Mutter vor dem Fernsehen am Formel-1-Rennen schauen. Und dabei hat man sie nicht stören. Scheint hat nämlich der Mika sogar seinen Namen von einem berühmten finnischen Formel-1-Rennfahrer. Das hat ihm einmal sein Vater gesagt. Am Tag darauf haben sich die 5 Freunde bei der Mara daheim getroffen. Die Eltern haben gesagt, sie täten alle zusammen Ufzgi machen. Und das funktioniert immer. Kaum hören die Eltern das Wort Ufzgi, sind sie mit allem einverstanden. Am Schorsch, seine Mami, hat ihn zwar nicht sofort gehen lassen. «Und deine Ufzgi für die Spanischschule, Jorge Cariño?» hat sie gefragt und streng reingeschaut. Aber dann hat sie gelacht, sein Gesicht zwischen beide Händen genommen und ihm einen dicken Schmutz auf die Stirn gedruckt. Was ein Seefahrer nicht alles muss ertragen, um ein Geheimnis für sich zu behalten, hat der Schorsch gedacht und sich volle Segel voraus auf den Weg gemacht. Und jetzt sind sie alle bei der Mara im Zimmer gehockt und haben sich die Köpfe zerbrochen über das gelbe Kuvert, das vor ihnen auf der Bettdecke gelegen ist. Was könnte echt dort rein sein? Einfach nur ein Brief. Aber was für ein Brief? Oder echt Banknoten? Föteli? Ein Zauberspruch? Die Mara hat das Kuvert gegen das Licht gegeben, aber auch so hat sie nicht sehen, was drinnen ist. Hey! Wieso tun wir es nicht einfach auf? Da hat sicher eine Schatzkarte drin, hat der Schorsch vorgeschlagen. Die müssen wir dann aber gerade in 4 Teile zerschneiden und jeder von uns kommt eins über. Dass wir den Schatz nur zusammen finden können, das machen alle grossen Entdecker und Piraten so. Er war ganz stolz, dass er so viel gewusst hat. Schade, dass sein berühmter Uronkel jetzt nicht dabei war. Nein, also ich fände es nicht gut, wenn wir den Brief auftun würden, hat Mika gesagt. Schliesslich steht ja drauf, bitte persönlich überreichen. Der den Brief in die Schublade da hat das sicher ernst gemeint. Das glaube ich auch, hat Mara gesagt, und auch Katja hat genickt. Und wie sollen wir denn den Flavius R. Bangemann finden? Hat der Schorsch wissen. Auf dem Brief ist ja weder eine Briefmarke noch eine richtige Adresse. Wir können ja nicht einfach zum Briefkasten gehen und den einfach so reinrühren. Das können wir sowieso nicht, hat Katja gesagt. Auf dem Kuvert steht ja «Bitte persönlich überreichen» und nicht «Bitte in den Briefkasten rühren». Der Mika hat eine Idee gehabt. Komm, wir geben den Brief am Kohlrabi zum Beschnuppern, dann kann der die Fährten aufnehmen und uns schnurstracks zu dem führen, wo der Brief geschrieben hat. Und der sagt uns dann, wo Gorgona ist und wo der Bangemann. Der Kohlrabi ist nämlich eine super Schnupperratte, gell? Der Mika hat seinem Freund über die Schnauze gestreichelt. «Ja, klar ist er das», hat Katja gesagt. «Aber weisst, vielleicht ist ja der den Brief geschrieben hat, schon lange tot. Sonst hätte er dem Bangemann den Brief ja selber vorbeibringen. Der Schorsch hat noch eine andere Idee gehabt. «Ich denke, wir sollten auf meiner Piratenkarte nachschauen. Die Abuela, also meine Grossmami, die hat mir mal so eine geschenkt. Da sind nämlich alle geheimen Orte drauf, wo Piratenschätze versteckt sind und wo sonst niemand anders hinkommt. Der Bangemann ist sicher ein Pirat. Ja, und der muss sich irgendwo verstecken.» «Ja, das ist, eine gute Idee», hat Mara gesagt. «Aber komm, wir fragen doch zuerst einfach mal meinen Stauberzab.» Sie hat ihren Zauberstab aus der Tasche genommen,
hat ein paar Kreise in die Luft gezeichnet und dazu gemurmelt: Faulmurf und Mederflaus, lass deine Zauberkräfte raus. Alle haben ganz gespannt auf die Mara geschaut. Ja, also, mein Stauberzab meint, wir sollen es doch mal mit Google probieren. Katja hat geschmunzelt. Mara ist aus dem Zimmer und ist kurz darauf mit dem Laptop von ihrer Mutter wieder zurückgekommen. Alle sind im Schneidersitz auf dem Bett gehockt, ausser der Kohlrabi. Der ist lieber auf den Schultern von Mika geblieben. Die Mara hat den Kompi aufgestartet und Gorgona als Suchwort eingetöckelt. Kaum hat sie Enter gedrückt, hat die Suchmaschine schon Tausende von Einträgen zu Gorgona ausgespuckt. Die Mara hat den ersten angeklickt. Gorgona ist eine italienische Mittelmeerinsel, die nördlichste und kleinste Insel des toskanischen Archipels in der Region Toskana. Sie liegt im Ligurischen Meer, 34 Kilometer vor der Hafenstadt Livorno, zu der sie administrativ gehört. «Eine Insel!» hat der Schorsch sich gefreut. «Oh, cool! Sicher eine Schatzinsel. Vielleicht ist sie ja sogar noch unentdeckt und wir können sie jetzt zusammen entdecken.» «Schorsch, du Hirni!» hat Katja gelacht und seine Haare verwuschelt. Gorgona hat, sie hat auf den Bildschirm geschaut, 2.300.000 Einträge. Hast du wirklich das Gefühl, die sei noch unentdeckt? Die Mara hat weitergelesen. Die Insel ist 2,23 Quadratkilometer groß, bergig und mit Pinien und mediterraner Macchia bewachsen. Mit Was? Mit Mafia bewachsen? Katja ist gar nicht mehr draus gekommen. Macchia, hat sie die Mara korrigiert und die Augen verdrüllt. Das ist doch so eine Art Gebüsch an der Mittelmeerküste. Hast du etwa nie aufgepasst beim Herrn Meier? Hey, wartet mal, da steht noch etwas anderes. Die Mara hat den Laptop so gedreht, dass alle den Text lesen konnten. Auf Gorgona befindet sich seit 1869 ein Hochsicherheitsgefängnis, das den größten Teil der Insel einnimmt. Ein Gefängnis? Auf einer Insel? Alle haben den Bildschirm angestarrt. Wow, jetzt komme ich aber auch langsam Schiss über, hat Mara gesagt. Die 5 Freunde haben abgemacht, dass sie sich am Tag darauf, gerade nach dem Morgen, wieder in Kathmandu treffen. Es war Samstag und sie hatten keine Schule. Der Schorsch hat schon ganz ungeduldig beim alten Sandkasten gewartet. Sein Entdeckerkäppli hat er wie immer tief übers Gesicht gezogen. Eins nach dem anderen sind auch seine Freunde eingetrudelt. Zuerst Katja mit dem Reithelm auf dem Kopf, dann der Mika mit dem Kohlrabi auf den Schultern und zuletzt ist auch noch die Mara anzusprinten gekommen. «Sorry zusammen», hat sie sich entschuldigt. «Aber ich musste noch meinen Stauberzauber aufladen. Der Magie-Akku war eben ganz leer.» Im Kreis sind sie auf den Rand vom überwucherten Sandkasten gehockt. «Also, ich habe lange darüber nachgedacht, was wir mit dem Brief anstellen könnten», hat der Schorsch angefangen. «Ja und?» hat Katja gefragt. 2 Wörter, keine Ahnung. Die Mara hat giggelt. «Ich habe also auch nachgedacht», hat der Mika gesagt. «Also, vielleicht sollten wir den Brief der Polizei übergeben.» «Sicher nicht!» hat Katja protestiert. «Ja, aber wieso nicht?» hat der Mika gefragt. «Die könnten dann sicher das Gefängnis auf dieser Insel weiterleiten.» «Zolibei! Kommt nicht in Frage!» Die Mara war entsetzt. «Auf dem Brief steht persönlich übergeben.» Der Schorsch hat sein Entdeckerkäppchen zurückgeschoben. «Vielleicht können wir ihn ja irgendwie ins Gefängnis hineinschmuggeln, in einem Brot oder so.»
Jetzt han i's, hat Mika gerufen. Der Kohlrabi, unsere Kletterratte. Der nimmt den Brief zwischen die Zähne, klettert über die Aussenmauer, schlüpft durch die Gitterstäbe der Gefängniszelle und wird verwünscht, hat Mara unterbrochen. Verwünscht, an die Wand angekettet und irgendein grimmiger Gefängniswächter zupft ihm jedes Schnauzhaar einzeln aus. «Aufhören, aufhören, aufhören!» Der Mika hat dem Kohlrabi schnell die Ohren zugehabt. «Ist ja gut, ich has verstanden.» «Ich weiss öppis», hat Katja gesagt. «Mein Onkel Edi. Der fährt häufig auf Italien. Vielleicht weiss der, wie man auf Gorgona kommt.» «Ist das der Fastwagenfahrer?» hat Mara gefragt. «Genau, der Lastwagenfahrer», hat Katja gesagt. «Der ist echt cool. Der würde nichts verraten.» «Okay, fragen wir den Edi», hat Mara gemeint. Katja hat stolz genickt. Es war nicht ganz einfach, mit dem Onkel Edi mal allein zu reden, wo er das nächste Mal bei der Katja zu Besuch war. Ihren Vater hat ihm nämlich einmal mehr erklären, dass Lastwagentransport etwas ganz Schlechtes sei. «Mein lieber Edi, das ist weder ökonomisch noch ökologisch vertretbar», hat er predigt. Aber zum Glück hat ihren Vater noch einen ganzen Klassensatz Prüfungen zum Korrigieren. Er hat sich beim lieben Edi entschuldigt und der Katja eingebläut, sie soll ihrem Onkel ja nicht auf die Nerven gehen, bis Mami vom Meditationskurs zurück sei. Das war die Gelegenheit. Wo die Katja am Onkel Edi alles erzählt hat, hat er zuerst mal ein Zeitchen lang nichts gesagt. Und dann hat er gefragt, «Ja, habt ihr nachgeschaut, ob das Gefängnis eine Internetseite hat und eine Kontaktadresse?» «Ja, Logo, aber wir haben nichts gefunden», hat Katja gemeint. «Darum haben wir eben gedacht, du könntest vielleicht dort mal vorbeischauen.» Der Edi hat laut rausgelacht. «Ja, klar. Ich könnte ja mal zu dem Gefängnistor spazieren, an die panzerte Glasscheibe klopfen und dem Senioren-Gefängniswächter zuheben. Hey, du! Ich habe im Fall einen Brief für den Bangemann. Und dann kannst du mir gerade noch einen Gruß ausrichten von der Katja und ihren Freunden. Capisci?» Katja war gerade ein bisschen beleidigt. Immer der Onkel Edi mit seinen Sprüchen. Sicher nicht so. Es langt ja, wenn du einfach fragst, wer uns doch weiterhelfen kann. Den Rest machen wir, denke ich, schon selber. Ich weiss, hat der Edi gelacht. Ist nur ein Witzli. Dann hat er nachgedacht. «Moment», hat er plötzlich gesagt. Er hat einen verflederten Notizblock aus dem Hosensack gezogen und angefangen zu blättern. «Da, hast du doch gewusst», hat er plötzlich gerufen und mit dem Finger auf eine Notiz gezeigt. «Ich muss schnell telefonieren.» Er ist aufgestanden und auf den Balkon raus. Da hat Katja Schritt gehört im Gang. Kurz darauf ist ihre Mami ins Zimmer gekommen. Sie hat irgendeine Melodie vor sich her gepfiffen. Wo sie den Edi auf dem Balkon gesehen hat, hat sie aufgehört zu pfeifen. «Was macht der Onkel Edi da draussen? Hat er etwa wieder angefangen zu rauchen?» Nein, er telefoniert», hat Katja gestackelt und sofort noch gesagt, «Keine Ahnung warum und mit wem.» «Dass der immer so muss an seinem Nattel kleben», hat die Mami gesagt. «Ich verstehe das nicht. Weisst, und die Strahlen.» Aber da ist der Edi schon wieder zurückgekommen. «So, Schwesterherz, wie geht's den Schwingungen?» hat er gewitzelt und die Mami umarmt. Dabei hat er der Katja heimlich zugeplinzelt und den Daumen in die Luft gestreckt. Die Katja hat gestrahlt und verstohlen zurückblinzelt. Katja und Mara sind auf dem Bett gelegen. Der Schorsch ist verkehrt auf dem Bürostuhl gehockt, der Mika und der Kohlrabi am Boden. Normalerweise gehen sie ja immer auf Kathmandu, wenn es etwas Geheimes zu besprechen gibt. Aber heute hat es runtergelassen wie aus Kübeln. Außerdem haben sie für ihre heutige Mission einen Laptop gebraucht.
Und weil der von der Mara ihrer Mami ausnahmsweise mal frei war, haben sich die 5 Freunde im Zimmer von der Mara getroffen. Der Laptop vor ihnen auf dem Bett. «Eine E-Mail-Adresse?» hat der Schorsch etwa zum 3. Mal gesagt. «Krass! Ich hätte nie gedacht, dass man so einem Gefängniswärter einfach eine E-Mail schreiben kann. Und sogar noch so eine ganz normale Yahoo-Adresse, wie bei meiner Abuela in Andalusien.» «Tja», hat Katja stolz gesagt, «der Edi kennt halt jemanden, wo jemanden kennt, wo die E-Mail-Adresse von dem Gefängnisdirektor kennt. Ich habe ja gesagt, das sei cool.» «Ja, und was sollen wir jetzt dem Herr Direktor schreiben?» Der Mika hat den langen Namen angeschaut. Dem Arturo Centinella. «Ja, wir erklären ihm einfach ganz kurz, wer wir sind, und dann fragen wir, ob er einen gewissen Herr Flavius R. Bangemann bei sich eingesperrt hätte», hat Mara vorgeschlagen. «Ist doch ganz einfach, oder?» «Genau. Und wenn er es uns nicht sage, hat sich der Schorsch erreifert. Dann tägen wir seine Insel versenken.» «So hat's wahrscheinlich dein Luis Weiss de Torres gemacht», hat Mara gewitzelt. «Der hat seine Insel dann immer zuerst entdeckt und nachher versenkt. Stimmt's?» «Ja, also, auf jeden Fall», hat Katja wieder angefangen. «Wenn der Bangemann noch dort ist, dann fahren wir auf Gorgona und fragen den Direktor, ob er ihm schnell die Ketten abnehmen könnte, ja, bis er den Brief gelesen hat. Und dann kann er ihn ja von mir aus wieder einsperren.» «Oh ja», der Schorsch war ganz begeistert. «Anker lichten, volle Segel voraus nach Gorgona.» «Ja, wenn wir denn dort alle zusammengehen?» hat der Mika schüch gefragt. Ich glaube, der Kohlrabi hat eben ein bisschen Angst vor diesen Gefängnisinseln. Und überhaupt, einer, er hat nochmal aufs Blatt geschaut, Arturo Centinella heisst, der kann wahrscheinlich gar kein Deutsch. Der versteht unser Mail doch gar nicht. «Aber eine, wo Jorge Weiss de Torres heisst, kann Spanisch», hat Mara gesagt. «Und das ist ja fast das Gleiche wie Italienisch. Schorsch, jetzt bist du dran.» Der Schorsch ist wichtig von seinem Bürostuhl aufgestanden, zum Laptop stolziert und hat gesagt: «Also los, diktieren. Ich höre.» Gut. Also, sehr geehrter Herr Centinella. Estimado Señor Centinella. Dann schreibst: Wir heißen Mika, Kohlrabi, Mara, Katja und Schorsch. Somos Mika, Kohlrabi, Mara, Katja y Jorge. Gut, wir haben einen Brief für Flavius R. Bangemann gefunden. Ja, dann sage ich: Encontramos una carta para Señor R. Bangemann. Und dann auf dem Umschlag steht, dass er in Gorgona ist. Bitte schreiben Sie uns, ob das stimmt. En el sobre está escrito que se encuentra en Gorgona. ¿Nos pueden confirmar si es cierto? Gut, und wenn es stimmt, sagen Sie uns bitte, wann wir den Brief vorbeibringen können. Si es cierto, nos pueden decir cuándo podríamos traer la carta para él. Sehr gut. Und dann schreibst du zum Schluss: Viele Grüße aus Kathmandu. Okay. Muchos saludos desde Kathmandu. Mika, Kohlrabi, Mara, Katja y Jorge Weiss de Torres. Der Schorsch hat seine Übersetzung noch einmal durchgelesen und dann hat er sie zufrieden seinen Freunden präsentiert. «Wow, Schorsch, das ist ja richtig cool», hat Mara gestaunt. «Estimado Señor Centinella. Wow, das tönt wie ein Zauberer oder Hexenmeister oder so.» «Aber warum hast du denn mit deinem ganzen Namen unterschrieben?» hat der Mika gefragt. «Denk, weil's gut tönt. Und damit der Herr Centinella weiss, dass mit uns nicht zu spassen ist», hat der Schorsch gesagt. «Mein Uronkel, der wäre nämlich...» Aber die Katja ist ihm schon ins Wort gefallen.
Bist du sicher, dass du alles richtig übersetzt hast, Schorsch? Da steht nämlich Carta. Wir haben aber nämlich einen Brief gefunden und keine Carta. Der Schorsch hat die Augen verdrüllt. Brief heisst auf Spanisch Carta. Ich weiss im Fall schon, was ich mache, okay? Also, ich finde, wir sollten noch ein Foto von uns mitschicken, hat Mika vorgeschlagen. Und der Brief, der müsste mich natürlich auch drauf sehen. Dann sieht der Gefängnisdirektor nämlich gerade, dass alles stimmt, was wir schreiben. Super Idee, hat Katja gesagt. Ihren Reithelm angelegt und das Kuvert so vor sich hergehebt, dass man auch sieht, was drauf steht. Der Schorsch hat seine Augenklappen übers Gesicht gezogen und Mara hat ihren Zauberstab in die Hand genommen. Der Mika hat am Kohlrabi vorsichtig alle Schnurrbarthaare zurechtgezupft und dann haben alle mit ihrem schönsten Lächeln den Laptop angestrahlt. Die Mara hat das Fotoprogramm auf dem Kompi aufgetan und hat auf das Kamerasymbol gedrückt. Klick! «Hey, ein super Bild!» hat der Schorsch gemeint. «Wir sehen irgendwie total entschlossen aus. Vor allem der Kohlrabi, gell?» hat Mika gefunden. «Er ist halt fotogen.» «Und das Kuvert sieht man auch sehr, sehr gut», hat Katja gesagt. Alle haben nochmal das Foto angeschaut und zufrieden genickt. Und dann hat Mara auf Senden gedrückt. Am nächsten Tag konnte Mara kaum ruhig hocken. Sie hat unbedingt noch einmal an den Laptop von Mami müssen, um zu schauen, ob der Gefängnisdirektor Centinella echt zurückgeschrieben hat. «Bitte, Mami, nur ganz kurz», hat Mara bettelt. «Ich erwarte eben ein E-Mail, weisst, von einer Freundin und die heisst Nella. Also Nella Centi.» «Aha, eine Italienerin?» hat Mami gefragt. «Ja, aus Cordoba.» Also, erstens heisst das Cordoba und zweitens ist Cordoba in Spanien, gell? Hat sie Mami korrigiert und ganz eine bedeutungsvolle Miene aufgesetzt. «Du kannst mir's im Fall ruhig sagen, wenn du unbedingt mit dem Schorsch chatten willst.» «Mit dem... Ah, ja, genau!» Die Mara hat aufgeschnauft. «Mit dem Schorsch chatten, logisch. Was denn sonst? Ja, darf ich jetzt endlich?» Die Mami hat ihr verständnisvoll zugenickt und ist zum Zimmer raus. Da hat Mara den Laptop angeschaltet. Es ist ihr vorgekommen, als würde er ewig brauchen, zum Zeiten aufrufen. Und dann endlich. «Sie haben eine neue Mail!» «Yes!» Die Mara hat gejubelt. Eine halbe Stunde später haben sich alle in Kathmandu getroffen. Die Mara hat das Mail ausgedruckt mitgebracht. Und der Schorsch war wieder dran mit Übersetzen. Die Antwort war nämlich auf Italienisch. Das ist zwar nicht genau das Gleiche wie Spanisch, aber er hat es trotzdem probiert. Also, cari bambini, liebe Kinder, hat er angefangen. Eure Domanda, das heisst wahrscheinlich E-Mail oder Frage. Eure Frage ist ein wenig speziell. Ich kann euch nicht viel helfen. Ich kenne Flavius R. Bangemann. Er war vor vielen Jahren Direktor in dieser Institution. Aber man sagt, dass er jetzt lebt in einem Haus... Casa di Riposo. «Ah, da schaue ich doch schnell mal im Wörterbuch nach», hat Mara gesagt und hat das dicke italienische Wörterbuch, das sie von die Heime mitgenommen hat, aufgeschlagen und eifrig angefangen zu blättern. Also, Casa di Riposo, hä? Di Riposo... Ah, da haben wir's. Altersheim. Ja, und weiter?
Leider ist die Casa, also das Heim, weit weg von euch in einer Città, einer Stadt namens Zurigo, das ist in der Schweiz. Hä? Zurigo in der Schweiz? Also, jetzt komme ich nicht mehr draus, hat Katja gestutzt. Was brösmelst du da zusammen, Schorsch? Mal im Fall! Genau so steht's da, 100 Pro! Hat sich der Schorsch verteidigt und aufs Wort im Brief gezeigt. Da, schau doch! Schon gut, mach jetzt weiter, hat Mara drängelt. Also, da werdet ihr nicht reisen können. Schickt den Brief lieber mit der Post. Hier ist die Adresse. Altersheim Limmat, Limmatstraße 186, 8005 Zürich, Schweiz. Herzliche Grüße, Arturo Centinella direkt. Was? Zurigo ist Zürich? Also da? Die Mara hat's fast nicht geglaubt. Aber, warte mal, ich komme nämlich immer noch nicht ganz draus, hat Katja grübelt. Wieso meint er, dass Zürich weit weg sei? Er weiss doch gar nicht, wo wir herkommen. Aha, doch! Ist Mika plötzlich aufgegangen. Er meint doch, wir wohnen in Kathmandu. Kathmandu, so haben wir doch unser Mail unterschrieben. Die anderen sind immer noch nicht ganz draus gekommen und haben ihn nur gehäuselt angeschaut. Ja, weisst, der Kohlrabi und ich haben doch im Lexikon nachgeschaut. Kathmandu ist eine Stadt in Nepal. Ja, das ist ganz weit weg von da und dazu noch hoch in den Bergen. Ja, und jetzt? Hat Katja gefragt. Jetzt bringen wir den Brief ins Altersheim. Logo, klar, hat Mara gesagt. Ja, die Limmatstrasse ist ja nicht weit von da. Am Tag darauf haben sich die 5 Freunde in Kathmandu getroffen und sich Zweck gemacht für den Besuch beim Flavius R. Bangermann im Altersheim Limmat. «Du willst aber nicht ernsthaft das Ding hier anlegen?» hat Katja den Schorsch gefragt und sich dabei ihren Reithelm über den Kopf gestülpt. «Oh, sicher schon!» hat er gesagt und seine Augenklappen zurechtzupft. «Weisst, da ist dann wegen der Schatzkarte und so.» «Genau, man muss auf alles vorbereitet sein», hat Mara genickt und ihren Zauberstab getestet. «Därenbreck und Schrötenkleim von Kathmandu ins Altersheim.» Der Mika hat seine Stoffratten auf die Schulter genommen. «Du musst keine Angst haben, Kohlrabi», hat er geflüstert. «Weisst, wir bringen nur den Brief und dann gehen wir grad wieder.» Trotzdem war es am Kohlrabi nicht ganz wohl bei dieser Sache. Seine Schnauzhörli haben ganz leicht gezittert. Aber das hat natürlich nur der Mika gemerkt. Zusammen haben sich die 5 Freunde auf den Weg gemacht. Der Schorsch hat laut spanische Seemannsbefehl geübt. Die Mara hat dafür gesorgt, dass alle Ampeln möglichst schnell grün werden. Rote Ampel, du kennst deine Pflicht. Wir brauchen schnell das grüne Licht. Katja hat sich vorgestellt, sie würde auf einem braunen Quarterhorse durch die Strasse reiten. Und der Mika und der Kohlrabi sind ein bisschen weiter hingelaufen und haben scheinbar ganz grosse Geheimnisse austauscht. Das Altersheim war ein grosses braunes Haus mit ganz vielen kleinen Balkönchen und mit Blumen an den Fenstern. Vor dem Eingang sind ein paar runde Tische gestanden. Aber es war leer. Kein Mensch weit und breit. Nur ein Staubsauger hat man irgendwo aus einem offenen Fenster gehört surren. Die Mara hat nochmal schnell kontrolliert, ob sie den Brief auch wirklich dabei hat. Der Schorsch hat seine Augenklappen gerichtet, Katja hat ihren Helm noch etwas fester angezogen und der Mika und der Kohlrabi haben aufgehört zu flüstern. Sie haben sich noch alle einmal angeschaut und genickt. Und dann sind sie zusammen durch die Eingangstüre marschiert, der Schorsch mutig voraus. Gerade gegenüber vom Eingang war die Rezeption. Die Frau hinter dem grossen Tisch hat von ihren Akten aufgeschaut. Ja, grüezi. Also, heute zusammen. Kann ich euch irgendwie helfen? Sie hat nicht richtig gewusst, was sie von dem Auftritt halten soll. Ihren Blick ist von einem Kind zum nächsten gewandert.
hat Mara gehüstelt. Also, wir suchen jemanden. Er heisst Bangemann, hat Katja weitergeredet. Ja, ist er da? Der Herr Centinella hat uns eben geschrieben. Ja, er sei eben Direktor gsi, ist ihr der Schorsch ins Wort gefallen. Aber jetzt sei er eben da. Ja, Flavius, hat der Mika gesagt und dabei der Kohlrabi ganz fest an sich hergedruckt. Flavius Bangemann, so heisst er. Und wir haben eben einen Brief für ihn. Aber noch bevor die Frau an der Rezeption überhaupt rausgekommen ist, um was es geht, haben sie eine tiefe, strenge Stimme gehört. Flavius R. Bangemann, bitteschön. Die Stimme ist vom Fenster hergekommen und hat einem alten Mann gehört, der in einem Rollstuhl gesessen ist. Die Kinder hatten ihn vorher gar nicht gesehen. Mit einer Decke über den Knien, die Hände gefaltet auf dem Schoss, ist er steckengerade in seinem Rollstuhl gesessen und hat den gespässigen Besuch streng gemustert. Ja, das bin ich. Und wer sind ihr? Kommt ein bisschen näher, dann sehe ich euch auch besser. Die Kinder sind langsam näher gekommen und vor den alten Mann hergestanden. Niemand hat etwas gesagt. Der Kohlrabi hat sich tief in die Jackentasche vom Mika verkrochen. Die Mara hat nicht recht gewusst, ob sie jetzt besser den Brief oder den Zauberstab führen holen. Und Katja war froh, dass sie den Retail-Mann hatte. Sonst hätte sie wahrscheinlich noch mehr Angst gehabt. Wir kommen aus Kathmandu, hat der Schorsch endlich angefangen. Das ist in einem Keller, hier in Zürich. Und jetzt hat auch die Mara Mut gefasst. Ja, und dort haben wir eben eine alte Kommode gefunden mit einem Kuvert drin. Und dort ist ihr Name drauf gestanden. «Mein Name?» hat der alte Mann gestaunt. «In einer Kommode? In einem Keller?» Vielleicht hört er ja nicht mehr so gut, hat Katja gedacht und darum ein bisschen lauter geredet. «Genau, in einem Keller. Es war sehr dunkel und staubig.» «So? Ja und? Ja, wo ist das Kuvert?» hat der Flavius R. Bangemann gefragt. «Ja, habt ihr es dabei?» «Da», hat Mara gesagt und ihm stolz das Kuvert übergeben. Es steht nämlich drauf, persönlich überreichen. Der alte Mann hat es genommen, hat sehr genau angeschaut, umgedreht, ja wieder angeschaut und dann der Mara zurückgegeben. «Bitte, mach's doch auf und lies mir's vor, Kind», hat er gesagt. «Meine Augen sind eben zu schwach. Ich schaff das nicht mehr selber.» «Da!» hat der Schorsch gesagt und der Mara sein Sackmesser angestreckt. Es war dunkelblau mit einem weißen Segelschiff auf dem Griff. Ganz vorsichtig hat Mara das Kuvert aufgeschnitten. Drinnen war ein Brief. Und noch vorsichtiger hat sie den Brief rausgenommen, hat ihn aufgefaltet und reingeschaut. Dann hat sie ihn an Mika gegeben. «Du, ich glaube, du kannst das besser lesen als ich», hat sie gesagt. «Die Schrift, also die kann ich nicht einmal mit meinem Zauberstab entziffern.» Der Mika hat den Brief in die Hand genommen, das Papier gerade gestrichen und angefangen zu lesen. «Werter Herr Bangemann, ich bin Gustav Graf, Ihr ehemaliger Schützling, wie Sie immer sagten. Sie erinnern sich sicher an mich. Ich bin der Einzige, der es geschafft hat, aus Ihrem Gefängnis zu fliehen, aus welchem nach Ihren Worten nicht einmal eine Ratte ausbrechen könnte.» Der Mika hat seiner Stoffratten über den Rücken gestreichelt. Der alte Mann hat die Augen zugehört und es hat fast so ausgesehen, als ob er schlafen würde. Nur seine Hände haben leicht zittert. «Ich hatte einen Fluchtplan und er hat funktioniert. Ich kam unbemerkt bis zum Hafen, versteckte mich im Postboot, verbrachte Stunden in der kalten, öligen Pfütze neben dem Dieselmotor, gelangte nach Livorno und schlug mich irgendwie bis nach Zürich durch. Da fand ich eine heruntergekommene Kellerwohnung, die mir ein paar Jahre ein gutes Zuhause war. Jetzt ist die Zeit gekommen, weiterzuziehen. Wohin? Das werde ich Ihnen natürlich nicht sagen.
Ich kann mir denken, dass Sie immer noch versuchen, mich zu finden, aber ich gehe nicht, ohne Ihnen etwas zu hinterlassen. Es ist ein sehr wertvolles Geschenk und ich gebe es Ihnen als Entschädigung für alles, was Sie nach meiner Flucht durchstehen mussten. Der Mika hat aufgehört zu lesen und hat in die Runde geschaut. Die Mara ist nervös mit dem Finger über den Zauberstab gefahren und Katja hat den Verschluss von ihrem Reithelm auf und zugeschnipst. Der Schorsch war so baff, dass er das Maul gar nicht mehr zugebracht hat. Und auch der Kohlrabi hat so gespannt gehört, dass seine Lampiohren ganz aufgestellt sind. «Hast du wirklich Geschenk gesagt?» Der alte Mann ist plötzlich aufgefahren. «Ja, was meint der Graf damit?» Ganz unruhig hat er vom einen Kind zum nächsten geschaut. «Keine Ahnung», hat der Mika gesagt. «In dieser Schublade war nur der Brief.» «Ja, lies weiter. Vielleicht steht ja noch mehr drüber», hat der Mann gedrängelt. Er hat jetzt plötzlich nicht mehr müde ausgesehen. Nervös hat er mit den Händen über die Lehne von seinem Rollstuhl gestrichen. Der Mika hat weitergelesen. «Ich habe das Geschenk auf ein Buch gelegt, das von Leben und Tod handelt. Wissen Sie, welches ich meine? Sie hatten es mir damals im Gefängnis geschenkt, damit ich Italienisch lerne. Wie Sie sagten, nun hoffe ich, dass der Finder dieses Briefes auch das Buch und mein Geschenk gefunden hat. Ich wünsche Ihnen viel Glück damit. Leben Sie wohl und verzeihen Sie mir. Gustav Graf.» Der Bangemann ist jetzt ganz gerade in seinem Rollstuhl gesessen. So gerade, dass es ausgesehen hat, als ob er jetzt gerade aufstehen würde. «Buch?» Ja, wo ist das Buch?» hat er gefragt. «Los, erzählt!» Die Kinder haben sich angeschaut. «Also, in der Schublade war im Fall nur der Brief, sonst nichts, gell?» hat Katja gesagt und mit den Schultern gezuckt. «Ich has!» hat der Schorsch reingerufen. «Es hat Bücher dort gehabt. Und eins hat nämlich geheissen «Los vivos y los muertos» oder so ähnlich, also auf Italienisch. «Ah ja, und auf dem Buch ist doch das Ketteli gelegen», ist der Katja eingefallen. «Stimmt!» Alle haben den Kohlrabi angeschaut. Seine Halskette, das hätte doch ein Geschenk sein. Der Mika hat seinem Freund etwas ins Ohr geflüstert. Und dann hat er ihm die Kette über den Kopf gerollt, ganz säuferlich, damit auch ja kein Schnurrbarthörli gekrümmt wird. Und dann hat es die Mara genommen, die hat es dann der Katja weitergegeben und dann hat es den Schorsch in die Hand genommen. «Das ist gar keine Halskette», hat er gesagt, «das ist ein Armband.» «Zeig mir's», hat der alte Mann so laut gerufen, dass die anderen zusammengefahren sind. Nervös hat er seine Brüllenführer gesucht und das Armband von allen Seiten angeschaut. Vorsichtig ist er mit einem Finger über das Steil gefahren und hat den Staub weggeputzt. Und drunter war es ganz farbig und hat glänzt. Ja, der Graf, der hat mir viel von dem Armband erzählt. Aber ich habe ihm nie geglaubt, dass es wirklich existiert. Es hätte mal einer Königin gehört, hat er gesagt. Und die hat es seiner Urgroßmutter geschenkt. Aus Dankbarkeit, weil sie am Prinz das Leben gerettet hätte. Haha, der alte Mann hat heiser gelacht. Kein Wort habe ich ihm abgenommen von dieser Geschichte. Ein Märli, habe ich gedacht. Ja, aber jetzt. Der Flavius R. Bangemann hat die Augen wieder zugetan und nichts mehr gesagt. Die Mara hat ihren Zauberstab genommen und ihn in der Luft gekreist. In dem Moment hat der Bangemann wieder aufgeschaut. Ja, seit 30 Jahren suche ich den schon, den Gustav Graf. Seinetwegen habe ich meine Stelle, meinen Ruf und meine Familie aufs Spiel gesetzt. Hat er geseufzt
Und ich habe alles verloren. Niemand hat mich verstanden. Alle haben gesagt, ich spinne. Aber ich habe weitergesucht. Und eine Spur hat auf Zürich geführt. Aber von da an ist es nicht mehr weitergegangen. Und ich bin alt und krank geworden. Der alte Mann hat den Kopf hängen und hat wieder für ein Zeitchen nichts gesagt. Und jetzt bringt ihr mir den Brief und das Armband. Er ist also doch die ganze Zeit in dieser Stadt gsi, aber ich habe ihn nicht verwünscht. Und er hat die Faust gemacht und mit beiden Händen auf die Armlehne geschlagen. Aber dann hat er gelächelt. Ha, ihr seid schon mutige Kinder. Alle 4. 5, hat Mika korrigiert und auf den Kohlrabi gezeigt. Haha, ja, 5. Und ich möchte euch für euren Mut belohnen. Vielleicht ist das Armband ja so viel wert wie ein Ross oder wie eine Schatzkiste oder wie einen goldigen Zauberstab oder einen kleinen Palast für deinen Rattenfreund. Wahrscheinlich ist es so viel wert wie alles zusammen und noch viel mehr. Er hat eine Pause gemacht und alle zusammen angeschaut. Und dann hat er gesagt, ja, da, schaut, ich schenk's euch. Diesen 5 Freunden sind fast die Ohren abgeflogen. Aber das ist ja wunderbar, hat Mara als Erste gestaunet. Wow, hat der Mika gejubelt. Und der Kohlrabi war so baff, dass er fast von den Schultern abgepurzelt ist. Katja hat nichts mehr gesagt. Sie ist in Gedanken schon durch weite Steppen und grüne Wälder geritten. Und der Schorsch, der ist fast geplatzt vor Stolz. Er hat tatsächlich einen Schatz gefunden. Sein erster Schatz. Und was für einen. Und schon bald wird die ganze Welt von seinen Abenteuern berichten. Jorge Weiß de Torres und seine Piraten aus Kathmandu. Ha, aber 100 Pro. SRF Kids Hörspiel. Hat dir die Geschichte gefallen? Es gibt noch viel mehr. Abonniere jetzt den Podcast und du verpasst nie eine Geschichte. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.